Unsere Geschichte. George Rampel heeft de Geschichte van de Ölkolonie Mennoniten in Mexico opgevoerd. Die wordt nu hier über de bereikradio CHPD 107.7 FM in Elmer, Ontario, vergebracht. En ook in Quito, Ecuador, über radio CHJB, die Stimme der Anden in Plotitsch, vergebracht. Außerdem wordt onze Geschichte in de Tijdschrift de Mennonitische Post veröffentlicht. George Rampel wordt in Mexico geboren en is in Mexico opgewassen, heeft door 14 jaar gediend als een schoolleraar in de Ölkolonische dorpsscholen, eer hij in 1965 naar Canada uitwanderde. In Canada heeft hij de Mennonitische Leeranstalt in Gretna, MCI, bezocht en klassen genomen. Vele jaren heeft hij in Winkler gewoond, wat hij in 1980 naar Ontario trok en door een MCC arbeiden deed, hauptsächlich de Mennoniten van Zuiden, die terug van Mexico en andere Latijns-Amerikanische landen naar Canada trokken en hulp brukten met ihre documenten. Seit 1990 wonen hij en zijn vrouw waren in Winkler, Manitoba, van waaruit hij de Mennoniten-Geschichte uitstudeert, op een MP3-programma opleest en die über e-mail ons toeschickt. We bedanken ons voor al die mee die George Rampel zich merkt, onze Geschichte mal abzuschreiben. Dabei ist George Rampel der erste aus einer von uns, der in Mexiko gewohnt und abgewassen ist, unsere Geschichte uitstudiert und verbringt von unserem Perspektiv. Moch unsere Geschichte uns alle zum Sehen dienen. Ich bin Hein Rampel von der Bereikradio CHPD, der Plottische Radiostation in Elmer, Ontario, und ich wünsche Ihnen guten Empfang. Unsere Geschichte Nummer 4. Ditmal wollen wir anfangen zu vertalen von was unsere Voreltern nach Manitoba bracht und wo sich ihre Geschichte hier entwickelt. Was bracht unsere Voreltern in den 1870er Jahren aus Russland nach Manitoba? Die junge Regierung in Kanada hat sich die Hudson's Bay Company ihre gewaltig große Prärielandschaft angeeignet. En nu fehlt dan dort an gute Formen, die diese Prärie besiedeln und ein produktives Ackersland umwandeln würden. Die kanadische Regierung wollte durch die Präriebesiedlung aber auch anfangen, die Grenze zwischen Kanada und den US, die was so wie bloß auf Papier wäre, auch auf dem Land zu merken. Die Mennoniten ihre Wasserreservebesiedlung merkte diese Grenze auf dem Land verewerdeitig mild. Um so viel von ihr Prärieland so bosig als möglich besiedeln loten zu können, versuchte die kanadische Regierung Former Familien aus Europa nach Manitoba zu tobern. Sie baute Former dort an, sie wurden an hier in Manitoba für jede Familie 160 Acker von ihrem Prärieland umsonst schenken. En de kanadische Regierung wist auch dass die Mennoniten sich in Russland in einer bedrängten Lage befangen. Sie wussten, dass da hunderte gute Formerfamilien wären, die nur eine Gelegenheit suchten, nur ein Land tragen zu können, wo die Regierung willig sein würde, an Religionsfreiheit, Militärfreiheit und Siedlungsmöglichkeiten zu schenken. Zum Anfangen sich auch mennonitische Formerfamilien in Russland zu bewerben, schickten sie einen Mann mit dem Namen William Hespeler dorthin, der die Mennoniten dort offiziell einladen soll, nach Manitoba zu tragen. Auf diese Einladung hin wird im Februar 1873 von Russland und von Preußen aus eine Delegation von 12 Männern nach Amerika geschickt, zu untersuchen, auf eine Uitwanderung nach USA und nach Manitoba möglich und ratsam wäre. Mang diese 12 Delegaten wären auch die Bergtoller ihre geschickte Männer in der alte Kolonie-Ära. Die ersten Länder hatten keine Delegaten geschickt, aber ihr ältester Johann Wieb hat die Bergtoller gesagt, dass sie ihm informieren sollen über was sie würden gefangen haben, wann sie zurückgekommen wären.
Wir können uns noch viel vertalen, von wo diese 12-Mann-Delegation allerweil in Ländereien besagt in Amerika, aber davon reden wir vielleicht later noch mal. Von nu, weil wir uns mit dem Port von Uitwanderung aus Russland beschäftigen, was unsere Voreltern wären. Als diese erste Delegation von Amerika zurückgekommen wäre und gute Nachrichten mitbrachten, wären die meisten Mennoniten in Russland sehr voll von Uitwandern. Aber die russische Regierung will ihre mennonitische Kolonisten dadurch nicht verlieren. Und als sie merkten, dass die meisten Mennoniten in ihrem Land sehr bereit machen zum Uitwandern, dann mildert die Regierung ihr nicht Wehrpflichtgesetz. Sie boten den Mennoniten an, von ihren jungen Männern nicht Militärdienst zu verlangen. Die wurden, wenn dort in Kriegszeit nötig war, Ersatzdienst tun müssen, aber nicht Militärdienst. Und damit kann die Regierung das größte Port von mennonitischen Kolonisten in Russland überreden, nicht auszuwandern. Auch die oldkolonische Leiterschaft und viele Oldkolonisten leiten sich dadurch überreden, in Russland zu bleiben. Aber ab der olden Kolonie wären doch noch viele Familien, die sich nicht hatten überreden lassen, in Russland zu bleiben, und die mögen sich bereit auszuwandern. Weil sie ihre Leiders nicht auswandern wollen, planten sie sich in Manitoba mit den Fürstenländer-Top auf der Westen Reserve anzusiedeln. Von der russlandischen Mennoniten ihrem Ersatzdienst in Kriegstiden reden wir Lothar noch mal mehr. En nu, wat weer dat? Wat in Russland sozusagen alle Beichtholkolonisten, de helft van de Fürstenlandkolonisten, een groot poort van de Oldkolonisten en de Borozenko-kolonisten trekken deed naar Manitoba uit te wandelen. Hier zullen we wieder vertellen, van wat onze Vorelderen naar Manitoba trekken deed, eerst een beetje van de Borozenko-kolonie in Rusland reden. Dan de Borozenko-kolonie in Russland weer van de kleine gemeente uit, aber vielleicht so ein beetje met de Oldkolonisten topgegrenzt worden. Dan op deze kolonie wären ook etliche Oldkolonische Dorpen. Sozusagen alle kleine Gemeinden wanderten uit naar Amerika, aber nicht alle naar Manitoba. Wat van hen siedelten sich in Kansas en de USA an. En een poort van de Oldkolonie-families op de Borozenko-kolonie wandert ook uit naar Manitoba. Wir können uns noch ein ganzes Schau vertalen von der Borozenko-Kolonie in Russland und von dem kleinen Gemeinde und Oldkolonie ihrem Topleben ab einer Kolonie. Aber dort lot wir am besten vielleicht auch noch für ein anderes Mal. Nu erst mal von, was wäre dort, was Oldkolonie von ihren verschiedenen Kolonien in der Borozenko-Kolonie, Kleingemeinde in Russland nach Manitoba tragen deed. Wir ganz einfach die kanadische Regierung ihr Plan, Familien nach Kanada zu tabern, dadurch, dass sie jeder Familie in jeder einen von ihren mündig gewordenen Sehens 160 Acker von ihrem Prärieland umsonst zu schenken. Dit wirkt sehr antreibend. Die Oldkolonisten haben immer dafür gesorgt, dass sie für ihre junge Lied nie ein Siedlungsland verschaffen würden, wo jede junge Familie wird Land haben können zum Formen worden. Und das fehlt kriegt nu allweiter an mehr Siedlungsland für junge oldkolonische Familien, besonders auf der Beichtholkolonie. Ohne Geld zu Land zu kommen für ihre landlose Familien, dort würde nie ein Anfang in Manitoba viel leichter machen. Aber die noch viel größere Antreichung, nach Manitoba siedeln zu wollen, wie diese. Die kanadische Regierung versprach an, dass sie in Manitoba die Freiheit haben würden, ihre Kinder an ihre eigenen Schulen und an ihre eigene Sprache zu unterrichten
en dat ihre junge Männer nicht wurden zum Militärdienst angetrokken worden. Diese wichtige Religionsfreiheiten geeft de junge kanadische Regierung onze Verehrern schriftlich, en sie sehen an, dat wir verämmer. Wir vertalen Lothar vielleicht nochmal von, wo diese uitgeschriebene Freiheiten wörtlich lüden. Aber als die kanadische Regierung de Mennoniten 1873 ihre Schulfreiheiten geeft, dann wird die Manitoba-Regierung noch mal so 3 Jahre alt und hat noch nicht ihre eigene vollständige Schulgesetze. Dabei hat die föderale Regierung noch das Recht, den Mennoniten ihre Schulfreiheiten zu geben. Die Beichtholkolonie verkauft in Russland all ihr Land. Sozusagen alle Beichtholer siedelten nach Manitoba. Die erste Gruppen von Beichtholer-Familien kamen 1874 in Manitoba an und siedelten sich auf der Ostreserve an. Auch die erste Gruppen von Kleingemeindefamilien von der Borozenko-Kolonie in Russland kamen 1874 mit Beichtholer-Familien zugleich in Manitoba an. Viele von den Kleingemeindefamilien siedelten auch auf der Ostreserve an, aber etliche von ihnen siedelten auf der viel kleinere Scratching River Siedlung an. In das Schiff kamen 1874 mennonitische Uitwandererfamilien über dem Meer nach Kanada. All diese Uitwanderer mussten, wenn sie bei Quebec City in Kanada ankamen, als kanadische Einwanderer registriert worden. Und dann können sie wieder wandern nach Manitoba. Die große Schiff brachten die neuen Einwanderer über Bad Toronto. Von dort an mussten sie enger ab Land und enger ab kleinere Schiff über die großen Lakes und über Rivers Bad Manitoba wandern. Dort Wort Lakes haben wir uns von den Engländern geborgt und dort englische Wort Rivers haben wir ein bisschen Gewalt angedungen und Rivers davon gemerkt. Das gibt also keine Rivers in Kanada, ehe die Mennoniten hier wären. Das wären alles Rivers. Das erste große Schiff, das am 18. Juni 1875 nach Wadamaya mennonitische Familien aus Russland nach Manitoba bracht, das hat meistens nach Wadamaya Beichtholer Familien und Kleingemeindefamilien mit. Die meisten von diesen Kleingemeindefamilien siedelten entweder auf der Ostreserve an oder bei Scratching River. Die meisten von diesen nie angekommenen Beichtholerfamilien siedelten auch noch weiter auf der Ostreserve an. Auf den nächsten 5 Schiffen, die am 1. Juli, 6. Juli, 13. Juli, 19. Juli und 20. Juli 1875 mennonitische Familien aus Russland nach Kanada brachten, wären mehrenteils Oldkolonien in Fürstenländer und Beichtholerfamilien. Diese Oldkolonien und Fürstenländerfamilien wollen alle auf der Westreserve ansiedeln. Ein paar von diesen nie angekommenen Beichtholerfamilien wählten sich auch all auf der Westreserve anzusiedeln, weil es dort all bekannt geworden wäre, dass da viel besseres Land wäre. Andere Beichtholerfamilien aber siedelten noch weiter auf der Ostreserve an. Auf den nächsten Schiff, das am 27. Juli in Quebec ankam, werden auch noch weiter Familien von der Fürstenlandkolonie und von der Ole-Kolonie. Alle Familien von diesen beiden Kolonien siedelten auf der Westreserve an. Aber mit diesem Schiff kamen noch weiter viele Familien entweder von der Borozenko-Kolonie oder von der Beichtholkolonie, von denen noch weiter viel auf der Ostreserve ansiedelten. Und dann brachte am 5. Oktober 1875 ein Schiff noch eine kleine Gruppe mennonitische Familien aus Russland mit nach Kanada, von wonen wenigstens 3 Familien auch auf der Westreserve ansiedelten. Die Familien, die auf den 5 Schiffen wären, wird am 1., 6., 13., 19. und 20. Juli 1875 in Quebec City angekommen wären, die kamen in Manitoba mit all ihr Gepäck bei Fort Dufferin an. Und dort bei Fort Dufferin mussten sie so lange alle bleiben, weil das Land auf der Westreserve so viel uitgemeten wäre, dass sie wussten, wo jederem seine Ansiedlungsstätte sein soll. Also die Familien, die auf diese 5 Schiffen gekommen wären, wovon die meisten auf der Westreserve ansiedeln wollen, stehen und laden bei Fort Dufferin uit, und die, die auf der Ostreserve ansiedeln wollen, fuhren wahrscheinlich
noch wieder lang den Red River, wat wo de Red River en den Red River nennt jet. Während all diese Lied met ihrem Gepäck, met ihre Kinder en met ihre Tieren, die vor Dörfern en Baracken wohnen mussten, hielt ältester Johann Wieb door seine erste Bruderschaft auf, mit der Familienvaders, die von Fürstenland und von der Oorlogskolonie in Russland gekommen wären und auf der Westensee ansiedeln und zu seiner Gemeinde gehören wollen. Von dieser, unsere Vorvaders, ihre erste Bruderschaft in Manitoba, vertellen wir uns nächstes Mal noch mehr. Hiermit wir werden aufbrechen, wie es unsere Zeit all waren aufgeräumt ist. Denkt weiter gut noch über, was wir uns von dir verteilt haben, und dann, was nächstes Mal. Ich sehe George Randall.